kurz vortragen. Und dieses Thema lautet, sich am Ende des Jahres zur Rechenschaft ziehen. Wir hatten gestern 2026, jetzt haben wir 2027. Ein Jahr von deinem Leben ist fort. Das heißt, Allah hat bestimmt, wie lange du lebst. Dein Leben ist jetzt ein Jahr kürzer. Du bist zum Friedhof näher gekommen jetzt. Das heißt, dein Leben ist ein Jahr weniger. Denke nicht immer 2027, du zählst die Jahre, aber irgendwann bist du nicht mehr da. Es gibt den Tod. Und der Tod trifft jeder von uns. Wann ist das? Allahu A'lam. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur eins. Allah hat bestimmt, wie lange ich lebe. Jetzt ist mein Leben ein Jahr. Das heißt, oh mein Gott, meine Begegnung, Allah Ta'ala, kommt näher. Habe ich letztes Jahr alles richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Weil ich muss zu Allah zurückkehren und Allah wird mich fragen, ab dem Moment, wo ich volljährig bin, alles, was ich gesagt habe, alles, was ich getan habe, muss ich Rechenschaft ablegen. Allah Ta'ala sagt, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Es gibt zwei Engel, Schreiber sind die, ihre Aufgabe ist zu schreiben. Die schreiben alles, was du sagst. Da ist ein Buch, der eine schreibt das Gute auf der rechten Seite, der andere schreibt linke Seite, alles an schlimme Dinge, was du sagst und tust. Am Tag des Gerichts, Allah Ta'ala gibt dir dein Buch. Hier ist dein Buch. Dieses Buch steht alles drin. Alles, was du selber vergessen hast. Du hast vergessen, vor 10 Jahren, du hast vergessen, sogar letztes Jahr, alles, was du gesagt hast und gemacht hast, alles steht drin. Du bekommst dein Buch und du liest und sagst, was für ein Buch ist das? Alles ist drin, ist drin. Du hast jemanden zu Unrecht geschlagen, steht drin. Audio, Video. Du kannst hören, du kannst sehen. Allah Ta'ala sagt, warum hast du das getan? Wusstest du nicht, dass die Welt eine Prüfung ist? Wusstest du nicht, dass du stirbst? Wusstest du nicht, dass ein ewiges Leben danach kommt? Wusstest du nicht, dass du mich begegnest und die Welt verlässt? Warum hast du nicht dich darauf vorbereitet, mich zu begegnen? Das heißt, der Muslim bereitet sich vor, Allah zu begegnen. Bist du bereit, jetzt Allah zu begegnen? Wenn der Engel kommt und die Seele aus deinem Körper nimmt, das heißt, du kannst sehen, du kannst hören. Das ist alles Ar-Ruh, diese Ruh, die Allah Ta'ala uns gegeben hat zum Leben, sonst können wir nicht funktionieren. Was bedeutet Tod? Allah Ta'ala befiehlt der Engel, die Seele von dem Körper rauszunehmen. Alles ist da. Dein Gewicht ist gleich, deine Augen, deine Hände, aber sie funktionieren nicht mehr. Wenn Allah Ta'ala diese Ruh, das Leben, was er in uns gegeben hat, rausnimmt, du bist da. Deine Augen können nicht mehr sehen. Du kannst nicht mehr riechen. Du kannst nicht mehr sprechen. Du kannst nicht mehr machen. Was müssen wir machen? Wir müssen dich schnell waschen, das tote Gebet auf dich verrichten. Und bevor du verwehst, bevor du verderbst, bevor du stinkst, müssen wir dich unter der Erde schnell begraben. Das war's. Was sagen die Leute? Die Leiche. Das war's. Heute bist du da, morgen auf einmal bist du nicht mehr da. Aber es gibt ein ewiges Leben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt nur 2 Orte, wo wir gehen nach dem Tod. Entweder für immer im Paradies oder für immer in der Hölle. Und Allah Ta'ala sagt, genauso wie ihr alleine zur Welt gekommen seid, ihr werdet alleine sterben und alleine zu Allah zurückkehren. Wenn du heute stirbst, deine Mutter kommt nicht mit, dein Vater kommt nicht mit, deine Freunde kommen nicht mit, nichts kommt mit dir, alleine. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Weil die längste Ereignis in deinem Leben ist der Tag, wo du alles hier verlässt. Alles. Deine Mutter, dein Vater, dein Haus, alles. Wir bringen dich zum Friedhof, wir begraben dich unter der Erde. Du kriegst alles mit, aber du kannst nicht mehr mitmachen. Der erste Moment, wo der Mensch, der Engel des Todes sieht, nur das Bild von der Engel des Todes, der Mensch kriegt so einen Schock, wenn der Mensch in einem Zustand ist, wenn das Leben aus ihm rausgeht, er kriegt so einen Schock. Die Leute sind da, Mutter ist da, Vater und da, jeder spricht zu dir, du kannst nicht mehr antworten. Wenn du einmal den Engel des Todes gesehen hast, nur alleine seine Gestalt bringt dich in einem Schockzustand, du bist da, aber du kannst nicht mehr reden. Papa ist da, Mama ist da, alle reden mit dir. Du hörst alles, aber du kannst nicht mehr
antworten. Wann kann das passieren? Jede Sekunde. Jede Sekunde kann dieser Moment passieren. Bist du bereit? Deswegen müssen wir uns für diesen Tag darauf vorbereiten. Also Allah sagt im Koran, meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn. Egal was du getan hast. Allah sagt, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. O ihr Diener, die gegen euch selbst Unrecht getan habt, wenn du lügst, du schadest dich nur selber und die anderen. Du schadest niemals Allah Ta'ala. Wenn du Alkohol trinkst, wenn du Drogen nimmst, wenn du das machst, mach alles, was Allah verboten hat. Wem schadest du? Dich selbst und deine Nächsten, deine Familie und deine Freunde und so weiter. Du schadest. Alles, was Allah verboten hat, ist schädlich für dich und für die Gesellschaft. Du tust niemals Gefallen Allah Ta'ala, wenn du etwas Gutes tust. Also denke nicht, du tust etwas Gutes für Allah. Du tust etwas Gutes für dich selber. Für dich selber. Wenn du betest, wenn du die Wahrheit sagst, wenn du aufrichtig bist, diese Gut nutzt dir nur selber. Man amila salihan fali nafsi. Wer Gutes tut, nur für sich. Du bekommst dieses Buch, wenn du rechts bekommst, ins Paradies, wenn du links bekommst, in die Hölle. Aber ein Muslim bleibt nicht für immer in der Hölle natürlich. Er wird gereinigt. Ihr wisst ja, im Paradies, die Menschen im Paradies drin sind, sie haben reine Herzen. Das heißt, wenn jemand Dunya verlässt und hat Herzkrankheiten, was ist Herzkrankheiten? Hass, Neid, Groll, Hochmut. Wenn du das in deinem Herzen hast, du musst jetzt loswerden. Wenn du jetzt nicht loswerdest, am Tag des Gerichts, wer in seinem Herz ein Korn Hochmut drin hat, kommt nicht ins Paradies. Er kommt erstmal in die Hölle und wird gereinigt. Weil die Menschen im Paradies haben reine Herzen. Deswegen die Gelehrten sagen, bevor du die Welt verlässt, reinige dein Herz. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sagt über ihn, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wahrlich, wir haben dich gesandt, barmherzig vor alle Welten. Du bist Muslimer, sei barmherzig vor alle Welten. Dein Herz soll barmherzig sein für die gesamte Menschheit. Die Menschen, du solltest jeder Mensch genau das, was du für dich liebst, diese Menschen auch wünschen. Du sollst niemals in deinem Leben eine Sekunde denken, dass du besser bist als irgendjemand. Das Gegenteil, als Muslim, du solltest denken, alle sind besser als ich. Weil ich weiß meine Sünde und meine Fehler, ich weiß aber die Sünde und der Fehler anderer nicht. Bescheiden sein. Denke niemals, dass du besser bist als irgendjemand. Sei Diener Allah. Diene Allah Ta'ala. Vergleich dich mit niemandem. Allah hat uns alle erschaffen. Wir sind alle von Adam. Und jeder Mensch hat Ehre und Würde. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Wir sind Kinder Adams. Komm nicht mit Qabila. Diese Qabila ist besser als diese Qabila. Es steht nicht im Koran. Und was nicht im Koran drin steht, ist von Shaitan. Entweder du dienst Allah oder du dienst Shaitan. Alle Menschen sind geehrt. Du bist geehrt. Egal welche Qabila, egal welche Hautfarbe, egal wie du aussiehst, du bist geehrt. Von wem? Von Allah Ta'ala. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah sagt, ich habe Kinder Adams geehrt. Und Allah Ta'ala sagt, ich habe alles, was im Himmel, auf der Erde, alles, was Allah existiert, die Tiere und die Schöpfung Allahs, Vegetation, alles, was existiert hier auf dieser Erde, Allah Ta'ala sagt, ich habe das den Menschen zur Verfügung gestellt. Alles dient dich. Du schlachtest, du isst Fleisch von Kuh, von Schaf, dies und alles steht zu deiner Verfügung, zu dir, zu deiner Verfügung. Allah hat dich bevorzugt. Und warum hat Allah dich erschaffen? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah hat Djinn und Menschen dafür erschaffen, um ihm zu dienen. Die Frage ist, dienst du Allah oder dienst du deine eigene Ich und deine eigenen Gedanken und deinen eigenen Stamm und was weiß ich? Deswegen achte drauf. Diene Allah allein. Wie sollst du Allah dienen? Durch den Koran, lerne den Koran, höre den Koran, studiere den Koran, rezitiere den Koran, praktiziere den Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer ist dein Vorbild? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haben wir das? Wenn wir Somalis das praktizieren, dann werden wir alle lieben für Allah
und wir würden nicht in Deutschland sein, sondern wir werden in Somalia leben, schönes Wetter, Sonne, alles was wir brauchen, würden wir da haben. Warum haben wir Probleme in Somalia? Warum töten wir uns gegenseitig? Weil wir nicht auf Allah hören, sondern auf Nafs und Shaitan. Und was macht Shaitan und Nafs, unser großer Feind? Er zerstört uns, deswegen zerstören wir uns. Wir sind Muslime. Dürfen wir lästern? Nein. Lästern ist haram. Lästern wir? Ja, wir lästern gerne auf andere. Dürfen wir neidisch sein aufeinander? Nein. Neid ist haram? Ja. Sind wir neidisch aufeinander? Ja. Wo ist das Problem? Das Problem ist nicht der Islam. Ein Mann, ein Deutscher, der wurde Muslim. Er hat ein Auto gekauft. Von wem? Von einem Muslim. Er sagte, Bruder, ich habe das Auto von einem Muslim gekauft, ich brauchte keinen Vertrag. Er sagte, ich habe im Koran, im Islam gelesen, ein Muslim, wenn er sagt, wenn er spricht, dann hält er oder verspricht, wenn er sagt, das ist so, es ist so, wie ein Vertrag. Weil das ist eine Eigenschaft von Heuchler. Wenn er spricht, was macht er? Er lügt. Das ist eine Eigenschaft von Heuchler. Und wenn du diese Eigenschaft hast, du hast eine Eigenschaft von Heuchler. Und wenn er was verspricht, bricht er. Das ist ein Heuchler. Er sagte, ein Muslim hält sein Wort. Wenn er sagt, mein Auto ist so und so, ist es so und so. Er hat es gekauft. Mit seiner Frau, er ist Muslim, seine Frau nicht Muslima. Die fahren auf die Straße, nach 50 Metern, der Auspuff fällt auf der Straße, das Auto ist kaputt, kann nicht mehr gebraucht werden. Er sagte, was habe ich falsch gemacht? Er ist doch Muslim. Warum hat er mich eingelegt? Warum hat er Geld kassiert für ein Auto, was kaputt ist? Ich habe gesagt, mein Bruder, du hast was nicht verstanden. Ich habe gesagt, der Islam ist, MashaAllah, da. Aber viele Muslime, sie sind weit entfernt vom Islam. Sie lesen Koran, ja. Sie beten, ja. Aber ihre Charakter und ihre Worte und ihre Taten hat nicht mit Islam zu tun. Ihre Charakter hat mit Islam nichts zu tun. Das müssen wir ändern. Ja? Allah Ta'ala sagt, Ja ayyuhalladhina amanu, o ihr Gläubigen. Ja, ich bin gläubig. Allah Ta'ala sagt, nee, nicht so wie du denkst, dass du glaubst, sondern glaube Allah, wie Allah möchte. Ja ayyuhalladhina amanu, aminu. Glaubt an Allah. Das heißt, überprüfe deinen Glauben an Allah Ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wer an Allah und seinen Gesandten glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Bist du gläubig? Bevor du deinen Mund aufmachst, ist das gut? Ja, ich sprich. Ist das schlecht? Nein. Schweig. Wenn du Müll redest, beleidigst, schimpfst, geringschätzt, dann welchen Glauben praktizierst du denn? Wenn du betrügst, du bist in der Schule, wenn du Arbeit schreibst und du benutzt Spickzettel, das nennt man Betrug. Du betrügst. Die Lehrer wollen wissen, ob du verstanden hast im Unterricht, ob du aufgepasst hast. Die wollen prüfen, was du verstanden hast an Mathe, Deutsch und so weiter. Wenn du Spickzettel benutzt, du betrügst. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man rashana falaysa minna. Wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Ich weiß nicht, welche Religion du hast, wenn du Betrüger bist. Einige von euch sind junge Leute. Sie benutzen zum Beispiel WhatsApp. Ja? Also Sozialmedien benutzen sie. Manchmal bekommt man Nachrichten. Man bekommt oft Nachrichten. Wenn du die Nachricht bekommst und lachst, hey, das ist lustig, ich gebe weiter. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, es genügt, dass du die Eigenschaft eines Lügners, dass man dich Lügner nennen darf, wenn du jemand bist, der alles, was er sieht oder was er hört, weiterleitet, ohne zu überprüfen. Das heißt, wenn du immer Nachrichten ohne zu filtern, ohne zu lesen, ohne zu verstehen weiterleitest, dann bist du ein Lügner. Du gibst was weiter, ohne zu überprüfen, bist du Lügner. Du hast irgendetwas gehört? Überprüfe es. Bevor du überprüft hast, erzähl nicht weiter. Ja? Das ist, was ich euch erzähle, ist das, was jeder Muslim haben sollte. Aber was leider viele nicht machen. Und daran müssen wir mit Allahs Erlaubnis reden. Jetzt haben wir über die Lügner erzählt. Die schlechteste Eigenschaft, wenn wir Eltern, Lehrer und so weiter, Schuyuch, unsere Kinder erziehen, die Gelehrten sagen, das erste, was ihr eure Kinder beibringen sollten in der Erziehung ist, dass ihr eure Kinder diese Eigenschaft, as-Siddiq, dass man wahrhaftig ist, dass ihr diese Eigenschaften beibringt.
Weißt du, wen wir am meisten nicht mögen? Lügner. Ja? Deine Mutter fragt dich, mein Sohn, meine Tochter, wo warst du? Du denkst, du bist schlau, du lügst, du sagst nicht die Wahrheit, wo du warst. Und oft wir lügen, weil wir was Schlechtes getan haben. Wir waren an einem Ort, wo wir nicht sein sollten. Wir haben etwas gemacht, was wir nicht machen sollten. Deswegen lügen wir. Warum lügen Menschen? Weil sie keine Ärger haben wollen. Weil sie irgendetwas Schlechtes getan haben. Weil sie etwas getan haben, wo sie wissen, sie werden getadelt. Und deswegen lügen sie. Deswegen ein Mann kam zu einem Scheich, ein Gelehrter, ein Erzieher. Er sagt, bitte gib mir einen guten Rat. Ich habe so viele Sünden. Ich lüge, ich klaue, ich mache dies, ich mache jenes. Ich habe so viele Sünden. Aber ich kann nicht mit allem aufhören. Gib mir nur eine Sache, womit ich beginnen kann und inshallah langfristig damit aufhören kann. Er sagt, mach was du willst. Lüge, klaue, mach alles was du willst. Aber wenn du gefragt werdest, wenn du geklaut hast, wenn gefragt wird, wer war das, wer hat es geklaut, sag die Wahrheit. Weißt du, was passiert ist? Er hat mit allen schlechten Taten aufgehört, weil er gesagt hat, ab heute sage ich die Wahrheit. Willst du ein guter Mensch werden? Ab heute, mach was du willst. Lästere über die Leute, mach was du willst. Aber sag die Wahrheit. Wenn man dir sagt, was hast du gerade gemacht? Und derjenige, der jetzt dich fragt, über den hast du gelästert, sag ihm, ich habe gerade über dich gelästert. Kannst du das machen? Wir können es nicht machen. Deswegen werden wir damit aufhören. Wenn du dich ändern möchtest, wenn du dich bessern möchtest, sag immer die Wahrheit. Nochmal jetzt. Eine zweite Frage. Ich werde nicht viele Fragen stellen. Das ist die zweite Frage. Ich glaube, ab jetzt beginne ich dann mit dem Unterricht, inshallah. Ein Lügner ist der nicht die Wahrheit spricht. Stimmt? Also wer nicht die Wahrheit spricht, ist ein Lügner, oder? Okay, jetzt die Frage. Wer ist keine Lügner, auch denn, wenn er die Wahrheit nicht spricht? Es gibt eine Ausnahme. In 3 Ausnahmen. Situationen, wo man lügen darf, was aber nicht als Lügen gesehen wird. Kann einer von euch mir sagen, wann ist dann erlaubt, in dieser Situation nicht die Wahrheit zu sagen und was nicht als Lügen angesehen wird? Wann ist das? Wer kann einer davon erwähnen? Wann darfst du nicht die Wahrheit sagen? Ich stelle dir mal vor, jetzt jemand kommt, rennt hier bei uns rein. Geht in diesem Raum, diese Tür, geht rein, versteckt sich. Eine andere kommt hinter ihm her und hat Messer in der Hand. Und er sagt dir, wo ist der junge Mann, der jetzt gerade hier reingerannt ist? Weißt du, was ich sage? Er ist da. Das wird nicht als Lügen angesehen, sondern ich habe sein Leben gerettet. Hat ihr verstanden? In dieser Situation darfst du nicht verraten, weil dieser Mensch hat Messer in der Hand, er wird ihn töten, wenn du sagst, er ist da drin. Und unsere Aufgabe ist, ein Leben zu retten. Ich rette ein Leben in solche Situationen. Das darf ich. Wenn ich 2 Menschen, 2 Freunde, 2 Schwestern, 2 Brüder, die miteinander Streit haben, ich weiß, beide sind gute Menschen, aber da sind andere gekommen, die zwischen ihnen gelästert haben, gelogen haben, Streit gestiftet haben, aber beide sind gut. Ich darf zu jedem gehen, ich darf zu ihm gehen, über ihn gut reden und ich darf dann auch zu ihm gehen, über ihn gut reden, damit ich sie miteinander versöhne. Das ist die Sache. Und der letzte Punkt ist zwischen Eheleuten. Ein Mann und eine Frau, die verheiratet sind, ja, der Mann lobt seine Frau, ja, erzählt ihr, dass sie hübsch ist, schön ist, das ist, perfekt ist, die Beste ist und so weiter. Die Frau auch genauso. Obwohl es in Wirklichkeit vielleicht nicht so ist, aber es ist halt einfach so, dass man sich liebt und dass man sich die schönsten Worte sich aussucht, um miteinander schönes Leben führen zu können. Da guckt man nicht jetzt, bestimmt das 1:1. Ja, jeder Mann für seine Frau ist die hübscheste und jeder Frau, der Ehemann ist der hübscheste. Das ist normal. Jeder sollte so sehen. Ja? Und das ist das, worauf wir als Muslime achten sollten. Also unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Lügner ist nicht derjenige, der zwischen den Menschen schlichtet und dabei etwas Gutes stiftet oder etwas Gutes spricht. Das ist kein Lügner. Wenn du etwas Gutes machen möchtest damit, Streit, Menschen, die streiten miteinander haben, Frieden stiften möchtest, dann ist das kein Lügner. Nehme ich inshallah 2-3 Minuten zum Nachdenken, weil wir 2026 jetzt hinter uns haben. Heute oder gestern haben wir ein ganzes Jahr hinter uns gehabt. Unser Leben hat sich um ein Jahr, um 3065 Tage verkürzt. Das Wertvollste, was uns auf dieser Welt geschenkt wurde, ist unser Leben. So, ein weiteres Jahr jetzt von unserem Leben ist kürzer geworden. Die Frage ist, hat uns das vergangene Jahr Freude gebracht?
so freuen wir uns ebenso auf das neue Jahr. Wir sollten uns selbst zur Rechenschaft darüber ablegen, was wir in diesem Jahr 2027 oder letztes Jahr gemacht haben oder was wir versäumt haben, um das kommende Jahr jetzt 2027 auf eine ihm gebührende Weise verbringen zu können. Wie willst du 2027 dein Leben verbringen? Wie war 2026 deine Gebete? 5-mal am Tag hast du regelmäßig gebetet? Wie sind deine Noten 2026? Sind die Noten, Schulnoten gut? Nein, ich meinte, es war doch 2025. Ehrlich? Ja. Ja, ich wollte nur sehen, ob ihr aufmerksam zuhört. Jetzt weiß ich, dass ihr wach seid. Ja? Also 2025, wie warst du denn mit deinen Gebeten 5-mal am Tag? Wie war deine Beziehung zu deiner Mutter? Wie war deine Beziehung zu deinem Vater? Wie war deine Beziehung zu deinen Geschwistern? Ja, im Unterricht, wie sieht es dein Sozialverhalten in der Schule zum Beispiel? Wie sieht es deine Noten aus, Mathe, wie und so weiter, Deutsch, die Unterricht, die du hast? Ja? Wie die jungen Leute, wie sportlich, bist du fit? Wie verschwendest du deine Zeit? Hast du deine Zeit verschwendet oder nicht? Das heißt, wir müssen zu uns selbst ehrlich sein und zur Rechenschaft, inshallah ta'ala, mit uns selbst machen, inshallah ta'ala. Also, was kommende Jahr betrifft, inshallah, wir müssen versuchen, die begangenen Fehler nicht zu wiederholen, was wir gemacht haben letztes Jahr, und bestehende Makel, also wenn wir Fehler haben, arbeiten wir daran, dass wir, inshallah, das Schlechte in uns ändern. Das Leben ist ein Segen, es wurde uns geschenkt und wir müssen uns vor Augen führen, dass es vergänglich ist. Es ist ein Geschenk von solchem besonderen Wert, dass der Mensch damit eine Ewigkeit voll Zufriedenheit und Freude erreichen kann. Wir können mit diesem Leben erreichen, dass wir für immer ins Paradies eintreten und dass wir nie Schaden haben werden, inshallah, und dass wir auch schönes Leben hier auf der Erde haben können, inshallah. Ja? Wolltest du was sagen oder wolltest du nur ein bisschen sicher werden? Ja? Okay. Bist du müde? Willst du schlafen? Sollen wir die Matratze bringen? Hier vorne. Gerade dies macht die Besonderheit und den Wert des Lebens überhaupt aus. Daher sollte man dieses Juwel, diese wertvolle Leben, die wir Allah uns geschenkt haben, vorsichtig und gut benutzen. Dabei hilft uns selbst regelmäßig zur Rechenschaft zu ziehen und auf diese Weise unser Leben zu planen. Das Jahresende, was gestern war, ein guter Zeitpunkt ist hier dafür. Das heißt, wir haben jetzt 2027, wir haben noch nichts, das Jahr hat noch nicht richtig angefangen. Wir müssen jetzt planen, inshallah, dieses Jahr viel Gutes zu denken. Wir müssen wissen, wir sind Träger eines Verstandes, wir sind Menschen, ja, wir sind Verantwortungsträger. Diese Verantwortung wird er sich nicht alleine durch den Mensch, seinen Verstand bewusst, vielmehr wird er hierbei von Offenbarung, von Yahl, von Koran und von Hadithen, von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterstützt. Ihm werden richtige und falsche Wege aufgezeigt. Somit wird der Mensch für alles, was er in seinem Leben getan und nicht getan hat, zur Verantwortung gezogen am Tag des Gerichts werden. Was war ich und was wird aus mir? Das sind Fragen, die jeder von uns sich stellt, ja, die sich jeder zu stellen hat nach einer Entwicklung über Kindheit, Jugend, das mittlere Alter und das höhere Alter erfolgt der unüberwindbare Tod eines jeden Menschen. Der Tod ist eine unumgängliche Tatsache und jeder wird ihn kosten. Jemand, der sich dessen bewusst ist, wird stets auf den Tod vorbereitet sein. Wie viele Personen waren letztes Jahr noch zwischen uns? Es gab viele Menschen 2025, die unter uns waren, die jetzt nicht mehr da sind, die gestorben sind sozusagen. Ja? Daraus müssen wir eine Lehre ziehen, inshallah ta'ala. Ehepartner, Verwandte, Bekannte, die im letzten Jahr das irdische Leben verlassen haben, zeigen uns, dass wir uns auch niemals sicher sein können, ob wir das darauffolgende Jahr erreichen werden. Wir wissen nicht, ob wir 2026 vollenden werden. Wir wissen nicht, ob wir 2027 erreichen werden. Wir wissen nicht. Deswegen müssen wir bewusst leben, die Zeit, die wir jetzt haben, das ist das, was wir besitzen. Alles andere ist nur ungewiss, ob wir erreichen werden oder nicht. Deswegen muss man sich stets selbst fragen, würde sich jetzt meine Seele von meinem Körper trennen, würde meine gute Taten genügen, um nicht beschämt vor meinem Herrn zu stehen. Du wirst beschämt sein, wenn du vor Allah stehst und du hast deine Mutter schlecht behandelt, du hast gelogen, du hast betrogen, du hast das gemacht und du stehst vor Allah. Allah fragt dich,
Warum hast du gelogen? Warum hast du geklaut? Warum hast du dies und das gemacht? Warum hast du über andere Menschen schlecht geredet? Warum hast du andere Menschen gering geschätzt? Warum hast du den Koran nicht praktiziert? Warum hast du nicht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Vorbild genommen? Warum hast du nicht Koran rezitiert? Warum hast du nicht studiert? Was willst du antworten, wenn du vor Allah Ta'ala stehst? Allah sagt dir, du wusstest doch. Du wusstest doch, was richtig ist und was falsch ist. Durch den Koran, durch Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum hast du das nicht praktiziert? Warum hast du nicht in Deutschland weitergegeben? Weil die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, in die Schule gehen, wenn sie den wahren Islam durch dich nicht sehen, durch deinen Charakter, schöne Charakter und Benehmen, wenn du sie nicht zum Islam auf schöne Art und Weise einlädst, werden sie am Tag des Gerichts bevor du ins Paradies gehst, sagen, ja Allah, ich bin nicht zum Islam gekommen wegen dieser Frau oder wegen dieser Mann. Weil er war immer schrecklich, er hat immer gestört, er hat immer gelogen, er war immer laut, dies und alles, und ich dachte, der Islam wäre nicht was Wichtiges für mich. Allah wird dich sagen, warum hast du diese Menschen, den wahren Charakter, warum hast du den Islam diese Menschen nicht gezeigt? Warum hast du sie nicht zum Islam eingeladen? Warum hast du sie nicht Koran geschenkt, wenn du gesehen hast, dass sie mit dir befreundet sind und so weiter? Warum hast du ihnen nicht erzählt über das, was danach kommt und so weiter? Allah wird dich fragen. Wir müssen bewusst sein, wir tragen Verantwortung. Es kommt kein Prophet mehr nach Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeder von euch ist ein Botschafter Allahs. Die Schwester, die Kopftuch tragen, oder die Brüder, die Jalabia oder Imama tragen oder Tariya tragen. Ja? Die Leute draußen nehmen uns unter die Lupe. Die gucken, jeder Fehler, was wir machen, sie vergroßen es und sagen, guck mal, der Islam, das ist der Islam. Schade nicht den Islam durch dein Verhalten. Wenn du von außen Kopftuch trägst oder islamisch dich kleidest, bitte. Du sollst den Islam-Ruf nicht schädigen, sondern sei so, wie du sein solltest, damit die Menschen draußen, wenn sie dich sehen können, was der Islam ist. Lasst uns ernsthaft darüber nachdenken, lasst uns selbst zunächst zur Rechenschaft ziehen, bevor wir vor dem großen Gericht Allahs zur Rechenschaft gezogen werden, über den Ausspruch des Gesandten Allahs, der Prophet Allahs, dass er sagte, dass niemand am Tag des jüngsten Gerichts den Ort verlassen wird, dieser Versammlungsort, wo alle Menschen stehen werden, wenn wir aus unserer Gräber rauskommen und versammelt werden, bevor jeder von uns nicht vor alles, was er getan hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Allah wird die Menschen aus dem Grab rauskommen, Anfang der erste Mensch Adam bis der letzte. Jeder sagt Nafsi, Nafsi, keine schaut, mein Bruder, diesen Tag gibt es nicht. Die Sonne wird sehr nahe gebracht. Die Menschen sind verwirrt, es gibt keinen Schatten. Ja, jeder schwitzt so viel und manche sogar ertrinken durch die Sünden, die sie in Dunya begangen haben. Entsprechend werden ihre Schweiz sein, das ist dann auch so wie Wasser, ertrinken manche von ihnen. So viele Fehler haben sie gemacht. Und jeder denkt, wo komme ich jetzt? Komme ich ins Paradies oder in die Hölle? Deine Mutter kommt zu dir und sagt, bitte gib mir eine Hassan, eine gute Tat, vielleicht rettet mich. Du sagst, nein, Mama, es kann sein, dass ich diese Hassan selbst brauche, um ins Paradies zu kommen. Ich liebe dich, meine Mutter, ich liebe dich, mein Vater, aber ich kann dir keine Hassan geben. Ich brauche selber. Diesen Tag wird kommen. Jetzt nicht. Das werden wir sehen, inshallah, wenn wir Allah begegnen. Dieser Tag wird kommen. Aber wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten, bevor wir die Welt verlassen. Wann können wir die Welt verlassen? Was habe ich gesagt? Jede Sekunde. Jede Sekunde durch Allah Ta'ala kun fayakun. Allah gibt Befehl, es passiert, das war's. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht, ob du jetzt hier die Moschee lebend verlässt. Du weißt es nicht. Wer weiß das? Nur Allah Ta'ala. Aber wir müssen vorbereitet sein, dass wir jederzeit die Welt verlassen können. Deswegen hat unsere Sahabi und Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab radiallahu anhu gesagt zu uns, sieht euch selbst zur Rechenschaft, bevor ihr zur Rechenschaft am Tag des Gerichts gezogen werdet. Nun wird uns das Jahr jetzt 2025, was uns geschenkt wurde, vorbei. Jetzt Allah schenkt uns, Alhamdulillah, ersten Tag haben wir 2026. Wenn Allah Ta'ala uns bestimmt hat und dieses Jahr leben dürfen, lasst uns unsere guten und schlechten Taten messen, die guten vermehren, den schlechten in unserem Leben keinen Platz mehr geben. Lasst uns Abstand nehmen von verbotenen Dingen, oft Reue machen, Tauba zeigen, vermehrt auf unsere Ibadat, Gottesdienst achten und unsere Familien und Freunden immer das Gute nahelegen. Allah Ta'ala sagt im Koran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah Ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und an jeder Seele, jeder Mensch habe auf das Acht,
was sie für morgen vorausschickt. Und fürchtet Allah, Allah weiß so wohl, was ihr tut. Allah weiß, was du tust. Allah weiß sogar deine Intentionen, deine Absichten. Allah weiß ganz genau, Yom Qiyamah, Allah Ta'ala fragt nicht nur, was du getan hast, Allah fragt dich auch die Absicht dahinter. Ja? Wir können uns gegenseitig reingeben, dass ich jemand zu ihm sage, ich mag dich, obwohl ich ihn nicht mag. Allah weiß. Allah sagt dir, warum hast du zu dieser Person gesagt, ich mag dich, obwohl du ihn nicht magst? Allah Ta'ala sagt, alles was der Mensch tut, alles was die Menschen getan haben, was sie vorausgeschickt haben an Taten und Worte wird geschrieben und ihre Absichten dahinter und was daraus geworden ist. Ja? Die Nachricht, die du schickst, wenn einer das bekommt, weil es gibt im Internet zum Beispiel, soziale Medien, Menschen, die Hass verbreiten, Lügen verbreiten. Menschen, die zum Beispiel über den Islam auch Lügen erzählen, irgendetwas sagen oder Hadith sagen, das ist Hadith, obwohl es keine Hadith ist. Ja? Und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man kadaba alayya, wer über mich Lügen erzählt, er baut sein eigenes Haus in der Hölle. Wenn du über Allah ohne Wissen redest, wenn du über Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lügen erzählst, erdichtest ohne Wissen irgendetwas sagst, dann du baust mit deiner eigenen Hand deinen Platz in der Hölle. Das ist eine gefährliche Sache. Deswegen, wir müssen Islam studieren, lernen, verstehen und das, was wir wissen, nur sagen, was wir nicht wissen, wir sagen Allahu A'lam. Ich weiß es nicht, ich frage nach, ich lese nach, rede nicht über den Islam ohne Wissen, tiefgründiges Wissen. Jetzt nehmen wir inshallah den Unterricht, den wir vorbereitet haben. Vielleicht 10, 15 Minuten wird genügen, inshallah ta'ala. Und dann sind wir auch inshallah mit dem Unterricht fertig. Wir werden inshallah uns regelmäßig treffen. Wenn ich eingeladen werde, werde ich auch zu euch kommen, inshallah ta'ala. Aber wir beginnen mal heute. Was ist das Thema heute? Das Thema heute ist Aqidah. Was ist Aqidah? Habt ihr schon mal das Wort Aqidah gehört? Wer hat Aqidah gehört? Ja? Noch nie gehört? Dann habt ihr jetzt gehört. Aqidah bezieht sich auf Angelegenheit, an die man mit Gewissheit und Überzeugung im Herzen und mit dem Verstand glauben muss. So das, wo ich sicher bin, 100%, wo ich keinen Zweifel dran habe. Die Aqidah, sie dürfen nicht durch Zweifel oder Unsicherheit verdorben werden. Das arabische Wort Aqidah stammt aus der Wurzel Aqada, welche die Bedeutung von Sicherheit, Bestätigung, Bekräftigung trägt. Ich bestätige, ich bekräftige, ich bin mir 100%ig sicher, dass es Allah gibt. Ja? Deswegen das Wort Glauben, wenn du zum Beispiel vor Gericht gebracht wirst und du sagst, ich glaube, er war das, die sagen dir, nein, wir können damit nicht anfangen. Glauben, wenn du Wörterbuch guckst, was bedeutet Glauben? Glauben heißt nicht wissen. Das heißt vielleicht. Ja, ich glaube, deswegen, wir benutzen als Muslime unsere Worte Aqidah, Iman. Wir erklären, was das bedeutet und dann benutzen wir automatisch. Was ist unser Thema heute? Die Aqidah, was man auch islamisches Glaubenslehre lernt. Lektion 1 geht es für uns darum, die Erkenntniskraft oder auch die kognitive Kraft genannt und ihre Verbindung zu den inneren und äußeren Welten. Was bedeutet das? Das erkläre ich euch. Also wenn ihr was nicht versteht, seid aufmerksam, weiter zuhören. Ich erkläre das, was ich euch sage. Einige Grundlagen der Aqidah, damit beginnen wir mit dem Unterricht. Die Aqidah ist eine der Grundlagen des Islams. Aqidah ist das Wichtigste. Wenn wir Islam studieren wollen, müssen wir mit Aqidah beginnen. Und Fiqh zum Beispiel, die islamische Rechtswissenschaft, ist einer ihrer Zweige. Das heißt, Fiqh ist wichtig, aber Aqidah ist noch viel wichtiger. Das ist sozusagen die Grundlage des Islams. Wenn die Aqidah korrekt ist, wenn deine Aqidah oder die Aqidah korrekt ist, sind alle Taten und Handlungen eines Menschen korrekt. Ist sie jedoch verfälscht, verdorben, sind auch seine Taten verfälscht und verdorben. Wenn ich falsche Aqidah habe, alle meine Handlungen werden nicht angenommen bei Allah Ta'ala. Das heißt, ich muss auf meine Aqidah achten, damit alle meine Worte und meine Taten und meine Handlungen bei Allah Ta'ala angenommen werden. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Aqidah ist von großer Bedeutung. Dass wir über Aqidah Unterricht haben, dass wir über Aqidah lernen,
Es ist von großer Bedeutung. Das ist das Wichtigste für jeder von uns. Ja, sogar von entscheidender Wichtigkeit. Es ist sehr wichtig. Das heißt, dass wir die Aqidah, umfassend und systematisch erorten. Wenn Allah mir die Möglichkeit gibt, wir werden einen Unterricht nach dem anderen aufeinander bauend Aqidah-Unterricht nehmen und ihr werdet viel davon nutzen, inshallah, profitieren. Vor allem, ihr werdet eure Iman, inshallah, befestigen, inshallah, in eurem Herzen, dass ihr nicht mehr an Allah Ta'ala oder an Islam oder an die Engel und so weiter, alles, was mit Iman-Themen zu tun hat, kein bisschen Zweifel besitzt mit Allah. Wir beginnen jetzt mit Nafs. Habt ihr über Nafs gehört? Ist auch ein somalisches Wort, oder? Ja? Naftada. Habt ihr schon mal das Wort gehört? Ja. Das Nafs des Menschen, sein eigenes Selbst. Es wurde in einem edlen Hadith berichtet, Man arafa nafsahu, arafa rabbah. Was bedeutet das? Wer sich selbst kennt, kennt seinen Herrn. Du musst erstmal wissen, wer bin ich? Die meisten Menschen, sie denken, sie wissen nicht mal, wer sie sind. Sie sagen immer, ich. Wer bist du denn eigentlich? Ja, du musst erstmal wissen, wer du bist. Wenn du weißt, wer du bist, aus was du erschaffen wirst, vor was du erschaffen wirst und wie schwach du erschaffen würdest eigentlich, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, wer Allah ist. Lass uns über das Nafs selbst des Menschen sprechen, das in uns und in der Brust ist. Wo ist deine Nafs? Hier in dir. Dein Körper ist nicht dein Nafs. Allah Ta'ala sagt, Kullu nafsin da'iqatul maut. Deine Seele wird den Tod kosten. Deine Nafs stirbt niemals. Deswegen, wenn der Mensch gestorben ist, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, bitte, wäscht nicht mit kaltes Wasser oder mit ganz warmes Wasser. Warum? Weil er spürt alles, wie wir spüren. Er ist wie jemand am Leben ist, aber er kann mit uns nicht kommunizieren. Er ist in einer anderen Welt. Genau wie ein Kind im Bauch seiner Mutter, der kann nicht mit uns kommunizieren. Warum? Er ist in einer anderen Welt. Er kommt vom Bauch von seiner Mutter zur Welt. Er weint, oder? Die meisten Kinder, wenn sie zur Welt kommen, weinen. Warum? Weil in Gebärmutter ist das Baby geschützt. Der Shaitan kann da nicht rankommen. Aber wenn das Kind zur Welt kommt, sofort begegnet er wem? Shaitan. Und er mag Shaitan nicht. Deswegen das Kind fängt an zu weinen. Ja? Ich kann nicht so gut wie er. Ich habe es versucht. Ja? So. Es ist lange her, dass ich Baby war. Ich habe vergessen, wie das ist. Ja? So, ich mache ein bisschen Spaß mit euch, ja? Damit wir ein bisschen lachen können. So, also, nochmal. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah Ta'ala, ja, wir reden ja über das Nafs, ja, was in der Brust ist. Allah, der Allmächtige, der Erhabene, sagt, haltet eure Worte geheim, also leise, ja, wenn man irgendwas geheim halten möchte, spricht man zu den einen und macht man, ja. Allah Ta'ala sagt, haltet eure Worte geheim oder äußert sie laut vernehmbar. Ob du laut oder leise machst, das was du sprichst, was du sagst, ob du geheim hältst oder laut äußerst, Allah Ta'ala gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brust Bescheid. Allah Ta'ala weiß ganz genau, was du erzählst und was du damit bezweckst. Deswegen, du musst immer wissen, ich habe mit Allah zu tun. Allah sieht mich. Allah ist ein Zeuge über das, was ich jetzt spreche oder was ich tue. Und Allah ist mit mir. Weißt du, wenn einer was klauen möchte in einem Laden, er guckt so rechts, links, vorne, hinten. Wenn er sieht ein Kind, klaut er nicht. Warum? Weil er denkt, er schämt sich dafür. Ja? Aber schämt dich vor Allah. Warum? Weil Allah ist immer mit dir. Wenn du zu Hause bist und du machst deine Tür zu, Allah ist mit dir. Allah ist Zeuge über das, was du gerade tust. Über das gerade, was du sagst. Ja? Allah ist mit dir, Allah sieht dich und Allah ist eine Zeuge. Am Tag des Gerichts, Allah braucht keine Zeuge. Wenn man vor Gericht sagt, hast du das getan? Dann sagt man, gibt es Zeugen? Allah braucht keine Zeuge. Allah sieht alles. Allah ist Al-Basir. Allah sieht alles. Alles. Deswegen schäm dich vor Allah. Du musst dich vor Allah schämen, nicht vor Menschen. Oh, wenn die Menschen sehen, mache ich das nicht, das ist schlimm. Dann denken die Leute schlecht über mich. Nein, denk immer an Allah. Allah sieht mich. Ich mache meine Arbeit richtig.
Ich schreibe Arbeit, ich benutze kein Spiel. Allah sieht mich. Ich fahre mit der Bahn, ich kaufe mir ein Ticket. Auch wenn der Kontrolleur nicht kommt, Allah sieht mich. Ich behandle meine Mutter gut, auch wenn keiner mitbekommt, Allah sieht mich. Ich lüge meine Mutter nicht an, Allah sieht mich. Allah ist Zeuge. Allah ist mit mir. Immer. Immer dran denken. Dieses Nafs, sein eigenes Selbst, das Wesen des Menschen, ermöglicht es uns zu erkennen, dass der Mensch eine Geschöpf besonderer Art ist. Allah hat viel erschaffen, aber wir sind besondere Schöpfung, Allah subhanahu wa ta'ala. Das gesamte Universum, einschließlich alle Dinge im Himmel und auf Erden, ist ihm, der Mensch, unterworfen. Demnach selbst stellt sich die Frage, was ist in Allahs Augen ehrenvoller, das gesamte Universum oder der Mensch, dem dieses Universum unterworfen ist? Was meint ihr? Wer ist ehrenvoller? Wer ist geehrter? Der Mensch oder die andere Schöpfung? Wer ist bei Allah ehrenvoll? Himmel und Erde und alles, was existiert, die Tiere und so weiter, sind ehrenvoller als der Mensch oder der Mensch ist ehrenvoller als alles andere? Der Mensch. Der wertvollste, der ehrenvollste, was Allah erschaffen hat, ist der Mensch. Fühl dich geehrt. Hör nicht, was die Leute erzählen. Hör auf Allah. So, wenn du auf Allah hörst, es wird dir immer gut gehen. Also, logischerweise ist das Geschöpf, dem alles unterworfen ist, also der Mensch, ehrenvoller als das Unterworfene. Also der Mensch ist ehrenvoller als die gesamte Schöpfung, was Allah erschaffen hat. Also alles, was Allah erschaffen hat, du bist der Wertvollste. Du sollst das wissen. Als Mensch. Nicht als Stamm oder irgendetwas. Als Mensch. Jeder Mensch. Jeder Mensch ist ehrenvoller als alles, was Allah erschaffen hat. Du bist ehrenvoller als alles, was Allah erschaffen hat. Lass dir nicht andere Menschen irgendwas erzählen, dass du bedeutungslos bist oder nichts und so weiter. Dich gering schätzen. Hör nicht auf sie. Hör auf Allah Ta'ala. Allah, der Allmächtige, sagt über den Menschen, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt. Nenne mir keine andere Name. Wie nennt uns Allah Ta'ala? Kinder Adams. Wer sind wir alle? Kinder Adams. Wir sind Kinder Adams. Unsere Urvater ist Adam. Unsere Urmutter ist Hawa. Fertig. Wir haben eine Abstammung. Allah Ta'ala sagt aber, will einer den anderen besser sein? Gibt es Möglichkeit? Ja. Allah Ta'ala sagt, Inna akramakum indallahi atqakum. Der ehrenvollste, der würdevollste unter euch ist derjenige, der Allah am meisten fürchtet. Kine idin kut taqwa badan, aya ilahi akti sa ugu sarreeyo, ugu qiimo badan. Qiimo kale ma jirto. Haddii kale soomaan, kulligeen maxaa nahay? Bani aadamaa nahay. Waa ka simannahay. Qof walbo bin Aadamna Ilahi waa karaameey. Das müssen wir verinnerlichen. Die Schöpfung Allahs, du bist der Ehrenvollste. Keiner soll zu dir kommen, irgendetwas erzählen. Wenn dir etwas jemand erzählt, sagst du, wo steht es im Koran drin? Ich bin Muslim, ich diene Allah. Was du mir sagst, wenn Koran übereinstimmt, nehme ich an. Wenn nicht, schmeiße ich auf der Wand. Das ist Müll. Wo schmeißen wir Müll hin? In Mülleimer, oder? In Mülleimer. Alles, was Koran widerspricht, in Mülleimer. Wenn du erfolgreich sein möchtest, in diesseits und in jenseits. Wenn du Bereicherung sein möchtest, wenn du barmherzig sein möchtest für alle Menschen, sei so. Also Allah Ta'ala sagt auch im Koran, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala sagt, wir haben das anvertraute Gut, den Himmel und der Erde und die Berge angeboten. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Allah Ta'ala sagen möchte, O Himmel, O Berge, seid ihr bereit, Gerechtigkeit auf der Erde zu praktizieren, auszuüben, durchzusetzen, alle Menschen gleich zu behandeln, nicht zu lügen, nicht zu betrügen. Ja? Nimmst du diese Verantwortung? Hältst du dich dran an diese Vereinbarung?
Die Menschen haben alle Ja gesagt. Die Berge haben gesagt, ja Allah, nein, das ist so die große Verantwortung, ich kann das nicht übernehmen. Allah Ta'ala sagt, die Berge und Himmel und so weiter, Allah hat angeboten, aber sie weigerten sich, es zu tragen. Sie sagen, ja Allah, wir können das nicht. Sie scheuten sich davor. Wer hat diese Verantwortung genommen? Wer hat gesagt, wir gehen auf der Erde, ja Allah, wir werden treu sein, ehrlich sein, aufrichtig sein, alle gleich behandeln? Unser Prophet, aber insgesamt der Mensch. Ja, aber wer praktiziert das am besten? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam natürlich. Aber Allah Ta'ala sagt, der Mensch trug es gewiss. Der Mensch ist sehr oft ungerecht und sehr oft töricht. Sind die Menschen oft ungerecht? Ja, viele Menschen. Nicht alle, aber viele Menschen sind ungerecht. Und töricht, unwissend. Viele Menschen sind ungerecht und unwissend. Das ist das Problem. Zwei Probleme, die sehr stark verbreitet sind. Wenn Allah Ta'ala der Mensch nicht recht leitet und die Rechtleitung Allah Ta'ala nicht folgt. Allah der Allmächtige hat diesem ehrenwerten Menschen Mittel zur Ehre bereitgestellt, darunter die folgenden. Allah hat dich geehrt. Willst du wissen, wie Allah dich geehrt hat? Wir erwähnen inshallah erste Punkte und unser nächstes Treffen machen wir die nächsten Punkte inshallah Ta'ala. Wenn jemand dich fragt, wie hat Allah Ta'ala uns Menschen geehrt? Dass wir ehrenvoller sind und wertvoller sind als die andere Schöpfung. Nummer 1, Allah Ta'ala hat dem Mensch kognitive Leistungsfähigkeit gegeben. Diese Fähigkeit haben die Tiere zum Beispiel nicht. Welche Fähigkeit hat uns gegeben? Nummer 1, kognitive Leistungsfähigkeit. Inshallah, nächster Unterricht, wenn wir zusammenkommen, ich möchte, dass ihr etwas zu schreiben, ja, Schreibblock und einen Stift habt. Wenn wir Aqidah-Thema Nummer 1 fertig sind, es wird einen Test geben über das Thema. Ich spreche mit der Moschee und die Eltern und die Gewinner bekommen Geschenke. Das heißt, wenn ihr im Unterricht mitmacht und wenn ihr die ersten 4, die bestanden haben, bekommen Geschenke. Also im Unterricht gut zuhören. Alles, was ihr braucht, ist Stift, ein Schreibblock, schreibt mit. Ich sage euch, was wichtig ist und ihr schreibt. Also, Allah Ta'ala hat den Mensch geehrt. Mit was? Mit Dingen, die er uns offenbart hat. Welche ist als erstes genannt? Kognitive Leistungsfähigkeit. Aber ich nenne euch alle 4. Allah hat den Mensch geehrt durch die kognitive Leistungsfähigkeit. Nummer 2, Wahrnehmung, dass der Mensch Dinge wahrnehmen kann, was die Tiere nicht können. Vorstellungskraft, was die andere Schöpfung und vor allem die Tiere nicht haben. Und Nummer 4, der Verstand. 4. Nummer 1 behandeln wir jetzt inshallah. Der Mensch besitzt eine kognitive Kraft, die sich von der Wand, des Tisches, der Steine und der Bäume unterscheidet. Die Dinge nicht verstehen. Also Tisch und Wand verstehen die Dinge nicht. Aber der Mensch versteht die Dinge. Diese Fähigkeit hat Allah ihm gegeben, was andere Schöpfungen nicht haben, vor allem die Tiere nicht haben. Daher wird der Mensch durch diese kognitive Kraft ausgezeichnet, begünstigt und geehrt. Um es zu verdeutlichen, denkt mit. Wenn ich sage, denkt mit, das heißt, ihr stellt euch das vorbildlich. Ja? Also, denken Sie an Affen. Wer von euch hat schon mal Affe gesehen? Live? Im Zoo oder direkt begegnet? Im Zoo. Aber direkt begegnet? Gestreichelt? Mit denen gespielt oder so? Nein? Gekämpft? In Somalia kämpfen wir manchmal gegen Affen, weil die kommen immer und essen unsere Banane und essen und so und wir müssen uns verteidigen. Aufmerksam zuhören, wir machen weiter. Also, denken Sie an Affen, hat sich seit ihrer Existenz auf der Erde bis heute eine Evolution bei Affen vollzogen? Gab es Evolution unter den Affen? Die Antwort ist nein, natürlich. Haben die Affen jeweils in Häusern gelebt? Gibt es dann Häuser jetzt hier in Offenbach vor Affen? Ja? Ja? Zum Beispiel Hanauer Straße 16 wohnt Affe so und so mit seiner Familie und so. Gibt es sowas? Gibt es? Ja. Hat es gegeben? Niemals. Ne? Haben sie Geräte erfunden? Haben die Affen zum Beispiel Handy erfunden und Computer und Autos? Haben sie sowas? Haben sie sowas gemacht? Nein. Haben sie
Ihre Gesellschaft organisiert. Gibt es so, organisieren Sie sich, wenn Sie angegriffen werden, Sie kommen und verteidigen und gehen zu Rechtsanwalt und nehmen Ihre Rechte und so. Haben Sie sowas gemacht? Wir reden über Affen, ne? So, natürlich nicht. Denn ein Affe ist ein Affe ohne Veränderungen. Jetzt eine Frage. Was haben wir gesagt? Wir sind alle Kinder Adams. In der Schule. Hat man euch in der Schule erzählt, dass der Mensch aus Affe stammt? Wer hat das in der Schule gehört? Also, ich bin Kind, ich gehöre zu Kinder Adams. So, wer sagt meine Abstammung, meine Vorfahren sind Affen, Hand hoch? Nein, ne? Unser Urvater ist kein Affe gewesen, oder? Das war Adam, Alhamdulillah. Wenn Sie uns erzählen in der Schule, wir hören da rein, da raus. Wir sind nicht, unsere Abstammung ist nicht aus Affe, sondern aus wem? Adam und Hawa. Nicht vergessen. Ja? Adam und Eve nennt man auch, aber Adam und Hawa. So, jetzt. Daher besteht geschrieben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, genau. Daher besteht der wesentliche Unterschied zwischen Mensch und Tier, was? In der kognitiven Kraft, was ich euch erwähnt habe, dass wir uns verändern und so weiter und so fort. Dieser Punkt ist sehr, sehr kurz. Wenn ihr sagt, es ist genug für heute, stoppen wir. Aber ich würde gerne vielleicht noch Wahrnehmung dazu nehmen, Nummer 2. Wollt ihr noch 10 Minuten ein bisschen noch den Unterricht hören oder wollt ihr Schluss machen? Ja. Wer ist damit einverstanden? 10 Minuten noch? Ja, inshallah. Machen wir. Okay, dann nutzen wir inshallah 2-3 Minuten noch, die Punkte, die wir hier haben. Wir werden inshallah unser nächstes Treffen über die Wahrnehmung reden. Ich erwähne nur ersten Satz bei der Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung gehört zu den Dingen, die Allahs Ehre des Menschen offenbaren. Wenn der Mensch die Welt nicht mehr wahrnehmen will, verliert er seine Menschlichkeit, ist seine Wahrnehmung beeinträchtigt, stellt er sich auf die Seite des Tieres. Das ist eine unbestreitbare Tatsache, da sie klar ist und viele damit verbundene Themen berührt. Es gibt Wege oder Fenster der Wahrnehmung. Wie nehmen wir die Dinge wahr? Durch 2. Die Außenwelt, also was wir von außen mitnehmen, ist immer das, was wir sehen, nehmen wir wahr. Was wir hören, nehmen wir wahr. Was wir riechen, nehmen wir wahr. Was wir spüren, Kälte, Wärme, durch die Nerven, nehmen wir die Außenwelt wahr. Innenwelt, das ist die 2, nehmen wir durch die Dinge, die wir von innen, Ärger, Wut, Trauer, Freude und so weiter, das nehmen wir durch innen. Das passiert nur in uns. Das ist, mit außen hat es direkt nichts zu tun. Wir nehmen die Dinge darin in uns Dinge wahr und von außen nehmen wir wahr. Das machen wir inshallah unser nächstes Treffen. Damit fahren wir fort inshallah ta'ala. Heute war der erste Tag, deswegen habe ich nicht sofort mit Unterricht angefangen. Ich habe erst angefangen, dass wir langsam rankommen, ein bisschen uns kennenlernen, Fragen stellen inshallah. Wenn Interesse da ist, über Aqidah ist der erste Unterricht. Wir sind noch nicht fertig, Lektion 1. Wir werden inshallah regelmäßig uns begegnen. Wenn die Moschee mich einlädt, ich komme euch besuchen, inshallah. Ich bin fertig mit meinen Themen, inshallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah. Jazakallah khairan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahi subhanahu wa ta'ala sheekheena qaaliga Sheekh Ibrahim Xasan oo runtii aan nasiib u yeelanay in uu inoo bilaabo darsigaa qiimaha badan caruurtu ay ka xiisa goyn leedahay iyo dadka waaweyniba. Waxaan ka cudur daaranaynaa inaan waqti kooban dadka usoo gudbinay oo waqtigu nagu yaraa oo dad badan aanay ogeyn. Waxaan rajaynayaa in ay kulanka dambe inuu masaajidku maaragtay uu ina qaadi waayo, labadii cumay buuxsan doonaan haddii ilaahay ka dhigo. Waxaa kaloo nasiib wanaaga in uu darsigii koobaad uu inoo bilaabay. Runtii anigu ka faraxaan in badan baan Sheekh Ibraahim ka daba laabanayay, waqti badan baanu isla hadalnay.
لكن الله سبحانه وتعالى وحو قدري إنه ما أنت مساكين مسجد القبة ودرسك إنه قبل عامه دروس تاس ومدن إن بدن تمنيه إني إن أي نشيخ إبراهيم هلو وأنا سيدا إنه قبل عامتي وأنا إن شاء الله تعالى سوء عنده إن مرر بدن أو إنه كفى يسند دونا الله سبحانه وتعالى وحن كبر يا شيخ إنه ميزان حسنات فوسارة درس قيمها بدن له أنت صح حاضرتي وقت السوق ليسي إله سبحانه وتعالى يجنا أجر يا حسنات كسيو هو ولاية كفاية استي عشر كولاية دروس داس كلا دوان معايا هيتي قاعدة يقول لك من إله سبحانه وتعالى إنك يوبد كين وإله سبحانه هنجياله رمتي هدينا وددالين ووالدين تيو عبور تيو دمان كومونيتي وهدان جمعها اللي يسقبسنين جودي يعيد قارة يقف قارة من دون ما قبل كرام waxaynu guul ku gaari karnaa horumar ku gaari karnaa caruurteena maxay haytay ugu faa'iideyn karnaa inaynu iskaashano gacmaha isqabsano isu soo hilowno isu soo dhawaano walaaltinimo iyo wanaag iyo qalbi wanaagsan lagu wada shaqeeyo si aynu uga midho dhalino meeshan aynu ku noolahay inaynu maaragtay ka badbaadno nafaheenna iyo caruurteena aynu ka badbaadino naar aynu uga badbaadino ilaahay subxaanahu watacaala ayaa inoo qadaray inaynu nimaadno halkan oo aynu maxay haytay ku noolaano waddankan waxaynu markaa u baahannahay inaynu dadaal aynu isugu geyno maxay haytay sidaynu caqiidadeenna iyo diinteenna u baran lahayn innaguna u baran lahayn caruurteenna u bari lahayn taasi waa mas-uuliyadina wada saaran waxaan rajaynayaa inay maanta maxay haytay darsiga qiimaha badani ee noo bilaabmay inuu maaragtay inoo socon doono aad iyo aad ba umahadsantihiin إن شاء الله تعالى الشيخ أنا وانقعد صدونا ونسوع سمي دونا مرر بدن يسوع سمي دونا آدي أبو مهسنتين إلهي سبحانه وتعالى هايد بركايو صلاة عصر باينو سردو وصلاة عصر باينو تكدونا مقرب نواي وكحقاي وقت هو اسمه كوبي هاي إن شاء الله تعالى دو شيخ ودي ونقول علني يعني وعدي سو شيخ دونا إن شاء الله تعالى ودتقعدوا حسين يعني وحرمنا تدخل بنا ما نتكعين ويديس الشيء دون هدي الله كديجو لكن هو تشوفنا إن شاء الله تعالى إلى يوم عصرك أو تشوفنا هدي الله كديجو حديا ويسقنا سوي سيستو هذه أبو ما سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.